Merci, Herr Präsident, die Damen und Herren. Wir begrüßen als die Link den unanimen Akkord, die konform gehen zwischen den Fraktionen an den verschiedenen Sensibilitäten an der Chamber auf dem Text von einer Motion, die wir für kurzem Rapport tun über den Akkord CETA. Es war als wichtig, die Zustimmung zu kriegen, weil wir fanden, dass es wichtig ist, dass ein Zeichen gesetzt wird, ein Zeichen, das Parlament sich anmischt, an dem sich den europäischen Regierungen, an der Europäischen Kommission, a puncto Handelsakkoren, die ja für ganz viele Diskussionen im Moment draußen sorgen, Rotlinien aufweist. Wo die Rotlinien abgezeichnet gehen, da gehen Meinungen heilbannen natürlich also nehmen. Wir haben uns an einer Motion abgezeichnet, wo wir sehen sind. Und das ist da, wo am Akkord mit Kanada, die ja schon unterschrieben ist, aber noch nicht ratifiziert ist, die Bestimmungen über die Intervention von privaten Schiedsgerichten draufstehen, die ja von den großen Kritikpunkten waren von einer wachsenden weltweiten Opposition beim TTIP-Vertrag mit den USA. Vertrag, der ja noch, wie wir wissen, an der Negoziation ist. Das Europaparlament hat beim TTIP verlangt, dass die Privatschiedsgerichte, die vorgesehen waren, an die, wie gesagt, am CETA-Vertrag draufstehen, durch öffentliche Gerichte mit Appellmöglichkeit ersetzt gehen. Die Europäische Kommission hat darüber im September eine Proposition an dem Sinn vorgelegt. Das ist dafür absolut primordial, dass an dieser Situation die Chamber die Regierung auffordert, keine weiteren Schritte in Richtung Umsetzen von dem CETA-Vertrag mit Kanada, wie gesagt, zu erholen, solange die aktuellen Bestimmungen über die Privatschiedsgerichte an dem CETA-Vertrag dranbleiben. Den aber signiert das, den nach muss ratifiziert gehen. Das ist für uns erstens absolut notwendig, dass das geschieht, die machst du. Und zweitens sind wir auch der Meinung, dass das aber ein absolutes Minimum ist, den wir müssen erreichen. Weil wenn in die breite Widerstand guckt, bei den Leuten draußen, sowohl gegen den CETA wie gegen den TTIP-Vertrag mit den USA, an der Population, wir wissen, wie viele Millionen Unterschriften in ganz Europa gesammelt sind gegen die Verträge. Wenn ihr guckt, wie viele Organisationen sich zu Lützeburg versammelt haben, rund um die Forderung Stopp CETA, Stopp TTIP, Gewerkschaften, Umweltorganisationen, Verbraucherorganisationen, Bauernorganisationen, an die für kurzem an der Stadt eine Manifestation hatten, die für Lützeburger Verhältnisse ganz groß war. Da müsste man eigentlich heute, die Damen und die Herren, eine Motion stimmen, an der wir giffen die Forderung abgreifen, also Stopp CETA, Stopp TTIP. Weil das unserer Meinung nach inakzeptabel, dass demokratische Entscheidungen von den Parlamenten, Gesetze, sollen können für Gerichte attackiert gehen, denen ihr Urteile dann von multinationalen Gesellschaften wohlverstanden attackiert gehen, denen ihr Urteile dann exekutoire sind, wenn es sich um Gesetze handelt. Um Gesetze, die, wie gesagt wird, an denen Verträge ob indirekt, direkt oder indirekt ob eine Expropriation von Investimenten herauslaufen. An so eine indirekte Expropriation kann zum Beispiel verleihen, wenn eine Lizenz zurückgezogen wird, für Naturreichtümer an einem Land zu exploitieren. Zum Beispiel, wenn ein Land den Atomstopp gibt dezidieren. Wir hatten ein Beispiel an Deutschland, wo deutsche öffentliche Instanzen angeklagt sind vom Vattenfall-Konzern im Zusammenhang mit der Decision, ob Frist die Atomenergie zurückzuführen. Oder wenn ein Land zum Beispiel dezidiert, Publizität für Zigaretten zu verbieten. Alles das kann interpretiert gehen als einen indirekten Investitionsobstakel. Zwar hat die Kommission Recht von den Staaten für Gesetze zu machen, gibt dadurch nicht affektiert geht, wenn aber die Bestimmungen liest, dann gesagt ihnen, dass die immens Fakt sind, können interpretiert gehen. So oder so. Die ganze Diskussion ist also auch wichtig,
weil es nicht nur just eng Sache geht zwischen Nordamerika an Europa, aber weil am Fungola Wort absicht ein bisschen der Hand, das auch von der Europäischen Kommission, muss ich sagen, die da eine ganz aktiv Rolle spielt, für einen Standard zu setzen an Handelsmaterien, den weltweit soll zur Norm gehen, am mehr lehnen eng Vision auf, wo überall auf der Welt giffen internationale Konzerne gingt Staaten juristisch virgoen an ihrer legislativer an administrativer Funktion. Für als Motion zurückzukommen, die Proposition, die Europäische Kommission am September virgelöst huet, och muss ich so ënnert dem öffentlichen Druck, geht als zwar nicht weit genug, aber sie hat zumindest eine kleine Verbesserung gegenüber von dem, was wir drauf hier gesehen war, die neue Proposition gesagt, schon öffentlich Tribunal, auf jeden professionelle Richter, sie gesagt, mehr Transparenz für, als sie gesagt, auch eine Prozedur de Recours, eine Appellmöglichkeit für. Und es scheint als undenkbar zu sein, dass man logisch Versäter umsetzen, mit denen allen private Schiedsgerichter dran an TTIP soll frisch diskutiert gehen an Kommission selber eng Proposition für die Privatschiedsgerichter durch öffentliche Gerichter zu ersetzen. Das schenkt als nicht vertretbar zu sehen, die zwei verschiedenen Bestimmungen aufrechtzuerhalten. Das ist eine Form von Kohärenz, aber man gibt noch einen gefährlichen Präzedenzfall schärfen, weil wir auch der Meinung sind, dass noch nicht rüber ist mit der Diskussion, dass die amerikanische Regierung auch nach weiterhin Wert darauf drängen, hier Auffassung von privaten Schiedsrichtern dran zu kriegen. Und die Kommission war ja auch schon mal d'accord. Dafür meine ich, ist es wichtig, dass als Parlament auch damit klar ein Signal an die entgegengesetzten Richtung setzt. Ich so nicht merci. Merci dem Herr Urbani, am ersten angeschriebenen Redner aus den Herr Serge Wilmes.